Da fliegt der Flieger vorbei. So, servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren knackfrischen Ausgabe von Bayerisch für Anfänger. Heute doch nochmal im Biergarten, da es mir das Wetter erlaubt hat. Heute geht es um das Thema Bewuchs im... Das hört sich falsch an. Heute geht es um das Thema Pflanzen im Garten, so ungefähr. Und jetzt starten wir auch gleich. Zuerst einmal ein Baum. Das ist ein Baum. Dann ein Busch. Ein Busch kann auf Bayerisch auch Strauern genannt werden. Das nächste war dann ein Blemmel. Ein Blemmel ist eine kleine Blume. Dann, was in jedem Garten vorhanden sein sollte, ein Gros. Gros ist Gras, also praktisch Rasen. Und was ist unter dem Gros? Ein Eierboden. Eierboden heißt wörtlich übersetzt Erdboden. Kennt ihr sicher von zu Hause, Kinder. Das nächste, was ich euch zeige, sind Kannersbierler. Kannersbierler ist jetzt schon wieder bayerisch für fortgeschritten eigentlich. Das sind Kannersbierler. Johannisbeeren. Das nächste sind die Reste von einem Milchschickerl. Ein Milchschickerl ist nichts anderes als ein Löwenzahn. Löwenzahn so bayerisch also Milchschickerl. Dann habe ich jetzt noch ein Rätsel für euch. Ich werde ab jetzt jedes Mal am Ende eines Bayerisch für Anfänger Videos ein Zitat, das kann Deutsch sein, das kann Englisch sein, das kann Lateinisch sein, ins Bayerische übersetzen. Und ihr könnt versuchen herauszufinden, wie es im Original heißt. Schreibt es mir in die Kommentare. Das heutige Zitat lautet: Ja, bin ich mal gekommen, dann habe ich ein wenig geschaut und dann habe ich gewonnen. Wer weiß es, wie es in der Originalfassung heißt? Schreibt es in die Kommentare. Dann ist noch anzukündigen ein Outtake-Video vom Obersten-Video. Das wurde mehrfach gewünscht. Und ihr könntet mal auf einem Kanal vorbeischauen. Ich habe letztens den Öp, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, Öp, E-O-E-P, Öp. Ich schreibe es euch in die Kommentare. Schaut bei ihm vorbei, der Öp kommt aus Franken, der macht fränkische Mundarttexte, Gedichtler da, Lieder oder sowas. Da müsst ihr mal vorbeischauen, der ist wahnsinnig kreativ, das ist der Wahnsinn, den müsst ihr euch naheziehen, das ist total faszinierend kreativ, was er da alles so rauslässt. Also schaut mal vorbei, schreibt es in die Kommentare, in die Beschreibung. So, das wäre es jetzt auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, nächste Woche kann ich auch wieder hier raus in den Biergarten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bayerisch für Anfänger. Ihr dürft liken, teilen, kommentieren und abonnieren. Ihr dürft natürlich auch bei Facebook vorbeischauen. Alle Links in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal und denkt Arbeit dran. Warum fährt jetzt da ein Auto vorbei? Und denkt Arbeit dran. Seid freundlich. Servus.